SRF Audio. Alina Wallbrunn ist Influencerin. Schaut euch das an. Sie redet über gesunde Ernährung, über Kochtipps, über ihre Reisen nach New York und über ihr Medizinstudium. Und da nächsten Monat mein 3. medizinisches Staatsexamen ansteht, verbringe ich gerade sehr viel Zeit am Schreibtisch. Allein auf Instagram hat Alina gegen 300.000 Followerinnen und Follower. Immer wieder macht sie auch Videos über Krankheiten. Tatsächlich hatte ich vor etwa 4 Wochen Kontakt zu einer Person, die mir erzählt hat, sie hat noch eine leichte Mandelentzündung. Sie erklärt dann zum Beispiel, welche Medikamente ihre Ärztin ihr deshalb empfohlen hat. Das hat meine Ärztin mir empfohlen. Jetzt ist Medfluencerin Alina offenbar auf einen Prank reingefallen. Ein YouTuber hat sich als Fake-Pharma-Firma ausgegeben, hat ihr über eine Fake-Krankheit erzählt und Alina hat das auf ihren Social Media verbreitet. Wir fragen heute, wie gefährlich medizinischer Content auf Social Media ist und wir liefern Tipps, wie man falsche Inhalte erkennen kann. Das ist News Plus, ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei. Hinter diesem Prank gegen Alina steckt Marvin Wildhager. Er ist ein bekannter YouTuber in Deutschland, hat über 1 Million Follower auf der Videoplattform und immer wieder schaut er Influencerinnen und Influencern genau auf die Finger, hat sie auch schon reingelegt und in seinem neuesten Video hat es jetzt eben auf Medfluencer abgesehen. Würden die, wenn das Geld stimmt, sogar Werbung für eine ausgedachte Krankheit machen? Und um das zu testen, habe ich mir die bescheuertste Gugu-Gaga-Krankheit der Welt ausgedacht. Die erfundene Krankheit heißt postvirale Nasenhypersensitivität und damit das alles möglichst glaubwürdig wirkt, hat Marvin Wildhager eine Webseite aufgesetzt für ein angebliches Pharmaunternehmen. Unser Pharmaunternehmen wird von dieser Schönheit hier geleitet, Dr. Beatrice Geppetto. Sie heißt nicht nur rein zufälligerweise wie der Vater von Pinocchio, nein, sie hat auch vor ihrem Medizinstudium eine 3-jährige Ausbildung im Holzschnitzen gemacht. Mensch, was für ein Zufall. Und wem das jetzt noch nicht aufgefallen ist, das da bin übrigens ich in weiblich. Ja, und so hat sich der YouTuber dann auf die Suche nach Influencerinnen und Influencern gemacht, die auf ihren Kanälen über diese Krankheit reden würden. Besser gesagt, er hat nach Medfluencern gesucht, also Influencern, die medizinische Tipps und Tricks verbreiten, damit möglicherweise auch Geld verdienen. Und ich habe mir für diesen Podcast einen zur Seite geholt, der Medfluencer aus seinem Beruf kennt. Im Alltag begegnet uns dieses Thema immer wieder dadurch, dass wir Anfragen erhalten hinsichtlich der Bewertung von gewissen Heilversprechen. Mario Fasshauer ist Geschäftsleiter der Patientenstelle Zürich, einer Patientenorganisation. Also ganz konkret kann man auch sagen, da melden sich vielleicht Patientinnen und Patienten bei Ihnen und sagen, ich habe gesehen, ich könnte, keine Ahnung, jeden Morgen diese und diese Übung machen und das dazu trinken und dann würde das gegen meine Krankheit helfen. Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel, also vielleicht um es noch etwas zu übertragen in unsere Welt, sind das Situationen, wo Menschen uns davon berichten, dass gewisse Behandlungen nicht angeschlagen haben. Sie vermuten, dass das zu Fehlern gekommen sein könnte und uns damit beauftragen, das zu untersuchen. Und beim genaueren Hinschauen wir feststellen müssen, dass die Grundlage dieser Therapie oder dieser Behandlung ganz offensichtlich einem Irrglauben aufgesetzt ist. Solche Meldungen gelangen dann zu Mario Fasshauer und seiner Organisation. Das passiere regelmäßig, Tendenz steigend. Meines Wissens gibt es hier keine belastbare Evidenz, die das Problem aufzeigen kann. Sehr wohl bekomme ich aber den Eindruck, dass diese Kanäle doch ziemlich voll davon sind. Also man muss ja nur selbst mal diese Kanäle öffnen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich natürlich selber in einem medizinischen Kontext bewege. So stolper ich im Alltag natürlich immer wieder über solche Influencer mit eben solchen Heilversprechen. Von daher glaube ich schon, ist das Problem relativ groß, auch wenn mir jetzt die Evidenz nicht bekannt ist. Auch auf seinen eigenen Social-Media-Accounts begegnet Mario Fasshauer immer wieder Medfluencerinnen und Medfluencern, schaut sich das dann auch an und er sieht da, dass so Videos schnell mal sehr ernst und auch glaubwürdig wirken können. Ich sag mal, der klassische Kittel-Effekt, wenn man dann jemanden im Kittel sieht, natürlich in so einem Video beispielsweise, dass man den Eindruck hat, ja, der oder die ist jetzt besonders kompetent, weil da steckt vielleicht ein ärztlicher Beruf dahinter. Marvin, der YouTuber, hat dann tatsächlich Medfluencer gefunden, die sich auf seine Fake-Anfrage gemeldet haben. Einer hat auch sofort abgesagt und erklärt, das sei doch alles frei erfunden. Er ist also nicht reingefallen. Aber eine, die hat zugesagt. Influencerin Alina Wallbrunn hat einen Post abgesetzt.
Okay, das Thema passt heute ein bisschen zu gut, denn tatsächlich bin ich gerade beim HNO-Arzt raus, weil ich sollte eigentlich heute fliegen, aber meine Nase ist immer noch nicht so ganz fit und dadurch habe ich mich tatsächlich wieder an was erinnert, was ich im Studium schon gelernt hatte, und zwar in meinem HNO-Semester. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Der Infekt ist eigentlich längst vorbei. Die Nase fühlt sich trotzdem irgendwie wochenlang noch so ein bisschen off an. Man reagiert zum Beispiel auf Luft, kalte Luft, Klimaanlagen, Parfüm oder eben auch starke Gerüche. Und die Nase kann zum Beispiel auch das Gefühl verursachen, dass man so ein leichtes Schwellungsgefühl hat. Alina, die Medizin studiert hat, erzählt ihren Zehntausenden Followerinnen und Followern über diese angebliche Krankheit. Und das Ganze hat einen Namen, und zwar die postvirale nasale Hypersensibilität. Marvin stellt diese Woche sein Video auf YouTube. Okay, stopp mal ganz kurz. Da muss ich mal kurz intervenieren. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Also, nicht nur, dass Alina Werbung für unsere ausgedachte Krankheit macht, die sowieso schon völlig gugu-gaga ist, sondern sie sagt jetzt auch noch, dass sie im Studium davon gehört hat. What the fuck? Also, das hat sie sich einfach ausgedacht. Wir haben zwar gesagt, mach mal bitte einen persönlichen Bezug, aber du kannst doch nicht sagen, dass du davon im Studium gehört hast. Also das ist ja wirklich einfach dreist gelogen. Und nicht nur das, sie hat sich sogar noch weitere Symptome ausgedacht, die wir gar nicht genannt haben. Denn von Klimaanlagenluft, kalter Luft oder Parfüm war in unserem Briefing nie die Rede. Sie nimmt meine kleine Krankheit und macht die noch viel gefährlicher, als sie in Wahrheit ist. Denn in Wahrheit gibt's sie gar nicht. Der Fall wird von anderen Medien aufgegriffen und so hört auch Mario Fasshauer zum ersten Mal davon. Ja, exemplarisch zeigt dieser Fall eben genau das, was ich so ein bisschen vermute, dass hier viel Vertrauen durch einen ärztlichen Titel vermittelt wird und durch diesen doch sehr professionellen Auftritt eine große Reichweite daraus resultiert. Und da gehen Patienten natürlich immer selbstverständlich erstmal davon aus, dass das auch sorgfältig geprüft wurde. Und das Pikierende in dieser Situation ist, dass diese grundsätzliche oder dieses Experiment, das war ja als Experiment gedacht, und dieser Fall sollte ja genutzt werden, um über dieses grundsätzliche Problem aufzuklären, dass diese Falschinformation, die dort ganz bewusst kreiert wurde, aufgegriffen worden ist durch eine Medizinerin, die diese Information unvollständig, ungeprüft und entsprechend falsch weiterverbreitet hat. Und ich glaube, da steckt natürlich das Grundproblem, wenn Informationen nicht geprüft werden und am Ende sie zitiert werden durch die Fachpersonen selbst, dass der Zuschauer oder der Konsumierende, so muss man es vielleicht sagen, den Eindruck hat, das muss vertrauensvoll sein. Und woran weiß ich denn, das ist jetzt jemand, wo ich vertrauen kann, das auch glauben kann, wenn ich im Internet eben auf so Videos zum Beispiel stoße? Ja, da wird es natürlich etwas komplizierter, weil es bedeutet natürlich einen gewissen Aufwand für einen selbst, weil so verlockend manche Angebote natürlich dort wirken auf einen. Umso gefährlicher können sie natürlich sein. Und ein Weg kann sein, natürlich auf jeden Fall mal den Absender zu prüfen. Also sprich, welche Ausbildung steckt denn tatsächlich dahinter? Welche fachliche Spezialisierung hat die Person tatsächlich? In der Schweiz gibt es ja ein Ärzteregister. Da könnte man beispielsweise nachschauen, ob da tatsächlich auch ein Ärztetitel vorhanden ist. Dann eine andere Möglichkeit ist, dass man die Quelle überprüft. Also steckt dahinter beispielsweise eine Fachgesellschaft oder wird benannt, dass es eine Studie ist, dann wäre natürlich interessant zu wissen, welche Quelle liegt dahinter, hinter dieser Studie. Und natürlich auch das Interesse. Also ist es am Ende einfach nur eine Information oder ist es verknüpft mit irgendwelchen Produkten, die dort angeworben werden? All diese Sachen könnten natürlich ein Indiz sein, ein bisschen die Seriosität zu überprüfen. Aber kurzum, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, denke ich, sollten Patientinnen und Patienten sich eigentlich immer 3 Fragen stellen, um es vielleicht etwas zu simplifizieren. Und die Fragen sollten sein, wer sagt das? Also von welcher Person kommt das? Worauf stützt sich diese Aussage? Also welche Quellen stehen dahinter? Und verdient allenfalls jemand daran? Ja, das sind schon 3 Fragen, die man sich merken kann. Aber das ist auch alles ziemlich aufwendig, vielleicht auch unrealistisch, dass man da selber immer noch alles nachprüft und nachrecherchiert. Ja, und genau, das ist natürlich das Problem, dass wenn ich natürlich mich in einer Situation befinde, wo ich natürlich in irgendeiner Form, ich sag mal, eine Heilung haben möchte oder ein Heilversprechen höre, was mir helfen könnte und in der Situation dann noch mich darum kümmern muss, diese Informationen zu überprüfen, ist das natürlich eine zusätzliche Hürde. Das ist ganz klar, aber dennoch mit dem Hinblick darauf, dass dort Dinge versprochen werden oder allenfalls auch Produkte deklariert werden, die natürlich nicht selten auch sehr viel Geld kosten,
bietet es sich eigentlich immer an, wenn man so eine Information konsumiert, sie eben so selber zu überprüfen oder allenfalls, und auch das ein sehr wichtiger Schritt, das mit medizinischen Fachpersonen direkt zu besprechen. Nachdem das alles jetzt bekannt geworden ist und auch in verschiedenen Medien im deutschsprachigen Raum über den Fall berichtet wurde, da hat sich Alina, die Influencerin, auch selber zum Fall geäußert in einer Story auf Instagram. Einige von euch haben dieses Video bestimmt gesehen von Marvin Wildhage, in dem ich auch vorkomme. Die Story ist jetzt nicht mehr online, aber andere Nutzerinnen haben sie aufgenommen und gepostet. Alina gibt darin zu, dass sie auf Marvins Anfrage reingefallen ist und dass sie vorsichtiger hätte sein sollen. Aber ich muss eingestehen, erstens, ich habe den erfundenen Namen PVNH ungeprüft übernommen. Die Symptome, die ich beschrieben habe, eine Schleimhaut, die nach Infekten überempfindlich bleibt und auf Kälte oder Parfüm reagieren kann, kenne ich aber tatsächlich als hyperreaktive Rhinopathie bzw. auch postvirale Hyperreaktivität aus dem Studium. Denn das sind reale Krankheitsbilder. Sie sagt also, ich habe einen Fehler gemacht, versucht sich auch zu erklären. Wir haben sie dann auch noch heute per Mail kontaktiert und sie hat sich kurz vor Redaktionsschluss noch gemeldet. Sie übernimmt die Verantwortung für diesen Fehler und sagt, sie halte es für falsch, aus diesem Vorfall auf alle Medfluencerinnen und Medfluencer zu schließen. Sie werde künftig zusätzliche fachliche Kontrollmechanismen einführen. Das Thema Medfluencerinnen und ihr Einfluss, das ist diesen Sommer auch in der Schweizer Politik angekommen. Habe ich heute gesehen online. Erst vor knapp 2 Monaten hat die SP-Nationalrätin Miriam Locher einen Vorstoß eingereicht. Sie hat verschiedene Fragen an den Bundesrat zum Thema formuliert. Zum Beispiel, wie er die Rolle von Medfluencerinnen beurteilt, ob er Lücken bei der Gesetzgebung sieht und so weiter. Wie sehen Sie das? Ist die Politik jetzt gefragt? Also ich denke, dass hier die Politik definitiv gefragt ist, auch wenn man das Problem vielleicht noch nicht mit einer gewissen Evidenz einordnen kann. Die Zunahme ist doch so stark, dass man doch frühzeitig anfangen sollte, dem zu begegnen. Und aus meiner Sicht, denke ich, sind solche Aspekte wie, dass die FMH, also die Fachärztegesellschaft, die Standesordnung dort verschärft werden sollte. Also sprich, ist denn die Person dort ein Doktor? Weil dieser Kitteleffekt, der ist natürlich wichtig. Entsprechend könnte man dort ansetzen. Das Heilmittelgesetz müsste man sich sicher auch anschauen, denn hier werden aktuell Arzneimittel und Medizinprodukte geregelt. Auch hier könnte man sich überlegen, ob man Medinfluencer oder irreführende Gesundheitsinformationen versucht zu begegnen. Ja, und generell natürlich die Kennzeichnung dieser Inhalte, dass ich als Patient irgendwie erkennen kann, ist denn das jetzt ein Werbeclip, den ich hier jetzt gerade sehe, oder ist es tatsächlich ein seriöser Inhalt, der mir dort vermittelt wird? Für mich bleibt noch die Frage, was man jetzt tun soll, wenn einem auf Insta oder TikTok der Inhalt von Medfluencern entgegenkommt. Einfach weiterwischen. Das hilft sicher, ist aber auch einfacher gesagt als getan. Das gibt auch Mario Fasshauer zu. Er findet, es sei schon wichtig, dass über so Fälle wie jenen der Influencerin Alina geredet wird, um zu sensibilisieren. Ich denke, dass es notwendig und auch wichtig und auch richtig ist, dass man das macht, dass diese Fälle natürlich auftauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, um Gottes Willen, das dürfte es doch nicht geben. Und doch führen diese Fälle dazu, dass man sich damit beschäftigt und vielleicht für dieses Thema auch sensibilisieren kann. Und unter dem Aspekt zu sensibilisieren, ohne dass jemand zu Schaden kommt, ist sicher noch der bessere Weg, als wenn Medinfluencer Heilversprechen machen, die am Ende zu gewissen Gesundheitsschäden führen. Von daher denke ich, ja, das mag nervig sein und doch ist es wichtig, dass wir aus diesen Situationen lernen und noch wichtiger die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das war's von News Plus für heute. Feedback freut uns sehr an newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 1037. Verantwortlich für die Folge heute ist Peter Hanselmann. Mitgearbeitet hat Rina Telli. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.